Der Unabhängige sucht, der Selbstständige weiß. Er weiß, wer er ist, er weiß, was er kann und was er nicht kann. Wir Männer lieben es, unabhängig zu sein. Unser größter Antrieb ist, ich schaffe es alleine. Aber das größte Problem unserer Männer ist, wir fühlen uns oft einsam. Schon am Anfang in der Bibel sprach Gott, es ist nicht gut für den Mann, allein zu sein. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Jemand, der zu ihm passt, jemand, der ihn ergänzt. Für uns Männer ist Hilfe gleich Schwäche. Wir wollen es alleine schaffen. Vor 3 Jahren hatte ich die Idee, alleine nach Schottland zu gehen. Ich wollte 4 Tage in die Wildnis, alleine sein, mir zeigen, mir selber beweisen, dass ich es drauf habe, dass ich es schaffe, dass ich ohne Hilfe auskomme. Der Chauffeur hat mich in the middle of nowhere herausgelassen und ich habe dieses Abenteuer gestartet. Ich bestieg diesen Berg und es hatte Sturm, es hatte Schnee und als ich oben ankam, hatte es ein riesiges weißes Plateau. Und ich habe gedacht, ich schaffe das ohne Hilfe, auch ohne GPS. Und ich wusste, ich muss nur geradeaus, in Richtung Osten und das Tal wieder hinunter. Als ich da hinunterstieg und unten ankam, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und irgendwann habe ich meinen Stolz überwunden, das GPS nach vorne genommen und gesehen, ich bin fast am selben Ort, wie ich gestartet bin. Da hatte ich Tränen in den Augen. Ich wusste, ich muss nochmals über diesen ganzen Berg hinübersteigen. Am Abend, als ich da ankam in meinem Zelt, der Wind an dem Zelt rüttelte und gleichzeitig an meinen Nerven, da habe ich geweint und ich fühlte mich alleine. Allein in diesem Zelt begegnete mir Gott und ich merkte, ich muss es nicht alleine schaffen. Ich muss nicht unabhängig sein. Was ich darf selbstständig sein, ich darf eigene Entscheidungen fällen, ich darf auf eigenen Beinen stehen. Doch Selbstständigkeit ist nicht Unabhängigkeit. Selbstständigkeit heißt, ich weiß, wer ich bin selbstbewusst. Doch Unabhängigkeit ist nicht dasselbe wie Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist das, was uns antreibt. Es ist gut, selbstständig zu sein, es ist gut, auf eigenen Beinen zu stehen, gut, eigene Entscheidungen zu fällen. Doch es ist nicht dasselbe wie Unabhängigkeit. Der Unabhängige muss es alleine schaffen. Er muss seine Ziele erreichen ohne Hilfe anderer. Der Unabhängige ist auf der Suche schlussendlich nach seinem Wert. Der Selbstbewusste, er weiß, wer er ist. Der Selbstbewusste agiert aus diesem Bewusstsein heraus. Er weiß, dass er Stärken hat und dass er Schwächen hat. Der Selbstbewusste muss es nicht alleine schaffen, weil er weiß, ich bin begabt, ich bin befähigt, aber ich bin einseitig. Er weiß, dass er nicht komplett ist, dass er kein Superman ist, kein Hero, sondern dass er abhängig ist von anderen. Der Selbstständige ist nicht abwärts in seinem Wert, so wie der Unabhängige, sondern er weiß, wer er ist, aber ist abhängig von den Fähigkeiten, von den Talenten, von der Ergänzung anderer, die ihn komplettisieren, die ihn an seine Seite stehen und mit ihm Ziele erreichen. Meine Frage an dich, bist du jemand, der unabhängig ist, der es alleine schaffen möchte? Oder bist du jemand, der weiß, wer er ist und selbstständig ist in seiner Abhängigkeit von anderen?